Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Leute. Ihr erinnert euch eventuell an einen Ausschnitt von einem Video, das vor kurzem von einem Rainer Winkler ins Internet geschissen wurde. Ne? Da ging es um Ding. Erinnert euch an diesen Ausschnitt. Ich habe es jetzt aus meinem eigenen Video rausgeholt, der Kasperception. Ne? Da hat er gerade erzählt, dass er jetzt kurzfristig 4.500 Euro braucht, um die böse Krankenkasse, die Hater von der Krankenkasse zu beschwichtigen. Ne? Und da sagt der liebe Rainer Folgendes. Ich will das gar nicht von euch, nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Ich versuche nur die Lage zu erklären. Ne? Das, gehen wir nochmal in der Lage bin. Das gehen wir jetzt hier nochmal, wir hören uns das jetzt nochmal an. Ne? Damit ihr das nochmal verinnerlicht. Ne? Ich mache es euch auch nochmal laut. Hier. Ich will das gar nicht von euch, nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht. Ich versuche nur die Lage zu erklären. Ja, okay, also er will das nicht von uns oder von mir sowieso nicht. Ne? Von mir sieht der Confanning Geld, aber von seinen Drachis. Ne? Er will das nicht von denen. Ne? Er will nur die Lage erklären. Merken wir uns. Und das ist noch nicht lange her. Und jetzt haben wir folgende Tippi-Geschichten. Wir schauen uns das Ganze an bei Sperrgrüße. Der hat das einlesen lassen von einer KI. Ich verlinke euch das Sperrgrüße-Video nochmal unten, wenn ihr das ohne mein Geschwafel hören wollt. Ist lustig, weil die KI ist dieselbe KI-Stimme wie bei Dr. Matt Dreger. Da kommen immer gleich heimische Gefühle bei mir auf. Also er will dieses Geld gar nicht von seinen Drachis. Er will denen nur die Lage erklären. Die fürchterliche Lage, in die er aus Gründen, also die vollkommen außerhalb seines Machtbereiches gekommen ist. Ne? Die will er erklären. Jetzt ein paar Tage später haben wir Folgendes bei Tippi, wo er ja schon seit Monaten um Barrene bettelt. Und auch, wo man dazu sagen muss, nicht schlecht Barrene kriegt. Der hat, ich glaube, seit November fast jeden Monat 1.000 Euro, um die 1.000 Euro bei dieser Plattform gekriegt. Ja, dann schauen wir mal weiter. Wir gingen ein, Rainer. Hier, die ganzen anderen Scheiß, sorry, habe ich jetzt gerade vergessen. Hockzeich, Hera, Samamera. Reißt euch ja heute auf. Let's fucking go. Monatliche Kosten. Spendenziel ca. 1.600 Euro. Das schreiben wir uns nochmal auf. Eine Sekunde, wo haben wir denn einen Stift? Stift. So, hier, nochmal, warte. Monatliche Kosten. Spendenziel ca. 1.600 Euro. Hallo zusammen. 1.600 Euro monatliche Kosten. Angemerkt, die sind nicht monatliche Kosten, die müssen jeden Monat gezahlt werden. Also das ist keine einmalige Spende. Und wir rechnen uns das jetzt einfach für den einen Monat mal zusammen. Ne? Was er jetzt in einem Monat haben will von seinen Drachis, 1.600 Euro monatliche Kosten. Let's go. Aufgrund meiner Hater und den Situationen mit Hass und Mobbing. Ja, die Situationen mit Hass und Mobbing. Schön vage formuliert, Rainer. Geht natürlich auch nicht anders, weil er hat keine konkreten Beispiele. Ne? Er hat keine konkreten Beispiele, wo also man hätte jetzt zum Beispiel, man hätte noch sagen können, wenn wir mit ganz viel Augen zudrücken. Damals in der Schanze. Es sind natürlich, ich meine, den größten Schaden an der Schanze hat er selber verursacht, das wissen wir auch. Aber es sind natürlich auch Schäden von den Hatern verursacht worden. Ja, ich glaube, so viel steht fest, da brauchen wir uns nicht drum streiten. Ja, Reini hat zwar einige Fenster selber eingeschmissen, aber einige haben auch die Hater eingeschmissen. Die Farbbomben ans Haus, auch Hater, Eier ans Haus, Hater. Der stellenweise Abfall, die alten Reifen und sowas. Es sind Kosten entstanden durch die Hater damals. Diese Ausrede hat er jetzt nicht mehr. Ihm entstehen durch die Hater nicht mehr irgendwelche Kosten. Der sitzt seit Herbst letzten Jahres in der Wolfsschanze für einen sehr kleinen Obolus. Und die ganzen Einnahmen sollten eigentlich
direkt auf sein Konto gewandert sein. Und das waren zwischen 3.000 und 4.000 Euro jeden Monat. Was ist damit passiert? Ne? Aber weiter jetzt, aufgrund der Situation mit Hass und Mobbing. Wissen wir gleich, also gleich die Schlagwörter Hass und Mobbing müssen rausgeschmissen werden, weil die, wenn man nicht klein ausschmeißt, wie die sprichwörtlichen Prügel, dann weiß ja keiner, dass er ein armes Mobbing-Opfer ist. Ne? Dann denken sich die Leute, es ist vielleicht einfach bloß ein fetter Versager, der um Barren nicht bettelt. Habe ich es schwer und aufgrund einer Pfändung kann ich pro Monat nur auf einen Betrag von 1.300 bis 1.500 Euro zugreifen. Ja, Reini, das ist mehr als viele anderen haben. Ne? Und wenn du jetzt von deinen 1.500 Euro 300 Euro Miete in der Wolfschanze abziehst, dann bist du nur bei 1.200 Euro praktisch streng genommen, wenn du dich da anmeldest und zum Amt gehst fürs Nichtstun. Ne? Oder wenn du weiter auf Barne bettelst, dann halt davon. Ja, aber dann hättest du da auf jeden Fall noch was über. Und ich weiß ja nicht, wofür das Geld immer ausgeht, aber ich glaube, da kann man da schon, also für Fressen ist gesorgt. Das bedeutet, ich muss schauen, dass ich pro Monat mindestens diesen Betrag erreiche. Mit meinem YouTube-Account wäre das kein Problem gewesen. Wäre mit E, großartig. Allerdings ist dieser seit Mitte 2022 grundlos gesperrt worden. Ja, da wissen wir schon, grundlos ist schon überhaupt nichts gesperrt worden, aber das kennen wir ja. Ich wiederhole mich da zum 1000. Mal. Ich habe das auch schon mal rausgesucht. Ich suche es jetzt nicht jedes Mal wieder raus. Vielleicht schneide ich es mir mal raus. Die Szene, in der Rainer auf Diggity Doggity ein Video hochgeladen hat, wo es darum ging, dass sein YouTube-Kanal Edzardler weg ist, wo er gesagt hat, sehe ich so aus, als würde ich mir Sorgen machen und so. Und in diesem Video hat er gesagt, ich weiß auch warum, ich habe da wohl einen kleinen Fehler gemacht. Ab da, wo YouTube gesagt hat, nein Reini, jetzt ist Schicht im Schacht, wir werden dir nicht die 500.000ste extra Wurst kredenzen, mit schönen Senf und Krautsalat dazu, sondern dieses Mal machen wir ernst und der Kanal und alle anderen sind jetzt weg und deine Karriere auf YouTube ist hier mit Edzardler beendet. Ab da war auf einmal alles ungerechtfertigt gesperrt worden und ich weiß gar nicht woher oder warum oder ich hau da überhaupt nichts dafür. Nein, Rainer, du weißt ganz genau warum und du hast das sogar in diesem TikTok-Video damals nach der Wegmeddlung des Kanals zugegeben, dass du weißt, dass du da wohl Scheiße gebaut hast. Ja, und nur die Konsequenzen für die Scheiße wolltest du nicht tragen. Und als die Konsequenzen dann unwiderruflich vor der Haustür gestanden sind, dann wolltest du einfach ignorieren, Scheiße gebaut zu haben. Und dann hast du es da so lange in deinen dicken Klöterkopf eingeredet, bis du das selber klappt hast, dass du nicht derjenige bist, der hergeht und die Scheiße baut. Ich habe mich im vergangenen Jahr mit Ach und Krach versucht, über Wasser zu halten. Nein, Rainer, du hast ihn nicht mit Ach und Krach versucht, über Wasser zu halten. Du hast im vergangenen Jahr massiv im Internet um Almosen gebettelt. Und du hast dazu zum Beispiel Dinge benutzt wie, keine Ahnung, Musik, für die du die Rechte nicht hast. Ja? Und es hat erschreckend gut funktioniert. Ne? Es hat allein Ende des Jahres jetzt, dafür, dass du bloß 300 Euro Fixkosten gehabt hast. Du hast ja keinen Cent Steuern gezahlt, du hast da offensichtlich nichts an die AOK gezahlt. Du hast außer diesen 300 Euro und vielleicht deiner Handyrechnung, hast du ja praktisch keine Fixkosten gehabt. Dafür hast du königlich verdient. Und von der Scheiße hast du ja vielleicht ein bisschen was auf Zeiten legen sollen. Ne? Aber wir wissen ja, jeder von euch hat Ofis Video wahrscheinlich gesehen vor kurzem, wo er sich mit Light Warrior unterhalten hat. Im Übrigen auch großartiges Thema. Sehr viele Leute haben es gewusst. Freilich, es war so, wie es immer war. Der Reini hat es mal wieder geschafft, auch seine Unterstützer und seine Freunde zu Hatern zu machen. Oder zumindest zu Leuten, ich glaube nicht, dass sie jetzt eine Haterin ist, aber zumindest zu Leuten, die ihn mit dem Arsch nicht mehr anschauen. Und die auch sein dummes Gesicht nicht mehr sehen wollen. Ne?
weil er sich wieder verhalten hat, wie er sich halt eben verhält, wie er es immer macht. Das war ja bei Schrabber nichts anders. Das war ja bei allen Leuten hier, Benetic und bei allen Leuten, die hat er geschafft, irgendwie gegen sich aufzubringen. Ne? Und wir wissen aus diesem Gespräch, dass ein Reini mit ihr praktisch da nach Berlin gemeldet ist. Dann hat man sich in Berlin noch ein Hotelzimmer gegönnt, ne? Für ein paar Tage. Und man hat sich für einen knappen Taui, hat man sich so einen eigenen Roller gekauft, weil man wohl auf den ganzen Rollervermietungsseiten gesperrt wurde, weil man die Maximalbelastungsgrenze weit überschritten hat, als man diese bewegt hat. Aber der Roller hat her müssen, weil selber geh, da kann man ja was abnehmen. Gell? Also selber geh, schwierig. Und da ist nichts mit Ach und Krach über Wasser halten. Rainer, du hast überdurchschnittlich viele Einnahmen gehabt für einen arbeitslosen Internetbettler. Du hast es nur wieder mit beide Händen beim Fenster rausgeschmissen. Und da kann jetzt keiner von deinen Drachis was dafür, da können auch die bösen Haters nichts dafür und die AOK oder das Finanzamt, die können da genauso wenig dafür. Das bist du. Du willst selbstständig sein, dann musst du dich selbstständig um deine Finanzen kümmern und dann musst du auch wissen, wie viel brauche ich im Monat für Krankenkasse? Wie viel brauche ich im Monat, muss ich auf den Monat auf Zeiten legen für die Steuer? Ja? Wie viel brauche ich für dieses, wie viel brauche ich für jenes? Und das ziehst du von dem ab, was du in diesem Monat bekommen hast. Ja, was ist Miete, was ist das und so und so und so und so und so. Und wenn das alles abgezogen ist, der Internet und Ding, was dann noch übrig bleibt, das ist ein Betrag, der ist dir zu klein. Du denkst, du hast mehr verdient, aber was dann noch übrig bleibt, dieser Betrag von ein paar hundert Euro, das ist das, was du in Ficky-Ficky-Seiten, VIP-Mitgliedschaften oder in irgendwelche Sexspielzeuge oder in irgendwelche Animes verpulvern kannst oder in irgendwelche E-Roller oder so, oder hier Wochenenden mit irgendwelchen Mullen in Berlin. Das ist die Kohle, die du dann dafür rausschmeißen kannst. Ja? Und wenn das aufgebraucht ist, dann ist weg. Du musst warten bis zum nächsten Monat. Und wenn man selbstständig sein will, ist das leider so. Ist scheiße, aber mal. Ja. Ich hatte jetzt einige Monate wieder Oberweser gehabt. Oberweser? An der Unterweser ist vielleicht auch ganz schön. Ja, du hast Oberwasser gehabt, Reini. Und das war ekelhaft. Du hast die, weil du Oberwasser gehabt hast, und wir haben es alle gesagt, jetzt hat er wieder Oberwasser und in ein paar Wochen sauft er wieder ab. Und da sind wir jetzt wieder. Jeder von uns hat es kommen sehen. Der Einzige, der es nicht kommen sehen hat, warst du. Ganz ehrlich, ich habe mir viel Hater-Content angeschaut über die letzten Monate, wo du so ekelhaft arrogant geworden bist, weil du Oberweser gehabt hast. Ja? Und dann haben alle gesagt, es ist jetzt wirklich schwer auszuhalten. Aber es wird die Zeit kommen, da wird er wieder ganz gewaltig auf die Fresse fliegen und dann sitzt er da wieder und heult sich einen, warum er jetzt keine Barren mehr hat. Und da sind wir jetzt wieder angekommen, Oberweser. Und dann kam eine Pfändung der AOK von knapp 10.000 Euro. Diese hat mich natürlich hart getroffen und nun kann ich nur versuchen, irgendwie diese zu bezwingen. Rainer, du musst diese nicht bezwingen. Das ist kein Krieg oder kein Kampf. Rainer, du musst das bezahlen. Und du hättest das vorher bezahlen müssen. Und der Hater, es gibt einen Hater, der dafür verantwortlich ist, dass du dich in dieser Kacksituation befindest. Und dieser Hater heißt Vergangenheitsrainer. Und das sagen wir dir seit Jahren. Das Problem ist, der Gegenwartsrainer ist nicht in der Lage zu checken, dass er in ein paar Monaten der Vergangenheitsrainer sein wird und dass der Zukunftsrainer von in ein paar Monaten, der dann der Gegenwartsrainer ist, diesen Vergangenheitsrainer verantwortlich zu machen hat für die prekäre finanzielle Lage, in die er sich einmal wieder mit Karacho reingemeddelt hat. Ich kann nicht mehr weitermachen wie die letzten 2 Jahre. Ja, Reini, aber das hat man dir auch schon... Auch das hat man dir gesagt. Bevor und als du die Schanze verkauft hattest, haben dir die Leute gesagt,
Reini, überleg dir das. Ja? Wo du gesagt hast, Masterplan, ich fahre jetzt mit dem Auto durchs Land und verdiene meine Barrene unterwegs mit Streamen und Videos machen und das wird alles ganz, ganz toll. Und die Leute haben dir gesagt, Reini, mach das nicht, das wird nicht funktionieren. Da haben die stellenweise noch gar nicht gewusst, dass du deinen Führerschein hergeben musst. Ja? Da haben sie gesagt, Reini, das klappt nicht. Das ist enormes Risiko. Die Wahrscheinlichkeit, dass das so funktioniert, wie du dir das vorstellst, ist verschwindend gering. Und wenn du da auf die Fresse fällst, hast du nichts mehr. Jetzt hast du wenigstens noch 4 Wände und ein Dach über dem Kopf. Wenn du das verkaufst und das geht die Binsen runter und stehst du danach mit gar nichts da. Und genau das ist jetzt der Fall. Und jetzt sind die böse Haters wieder schuld. Und ich sagte, die Leute in deinem Discord, die dir das damals gesagt haben, das waren auch alles Hater. Das waren aber Hater, die es vielleicht noch ein bisschen gut mit dir gemeint haben, weil sie dich als Tanzbären gesehen haben und nicht als das Charakter-Ding, ja, was du bist. Na, aber da hätte der aktuelle Gegenwartsreiner, der hätte mit der Zeitmaschine höchstpersönlich zurück ins Jahr 2021 meddeln können und zum Vergangenheitsreiner hin und sagen, Rainer, verkauft bitte bloß das Haus nicht, mir geht's so beschissen wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Ich sitze mit Kornknopf Geld in der Tasche, mehr oder weniger auf der Straße oder muss mir da irgendwie in so einem komischen Nazi-Bunker verstecken. Und dann hätte der damalige Vergangenheitsreiner hat angefangen zu Brüllheulen und hat ihm gesagt, runter von meinem Grundstück, Etzatlas, und schmeißt da die Prügeln aus. Weil er vollkommen beratungsresistent ist. Hotels sind teuer und pro Monat kann mich das zwischen 2.000 und 6.000 Euro kosten. Ja, Hotels sind teuer, auch das hat mir dir gesagt. Reini, wenn du in Hotels übernachten willst, das wird Geld kosten. Und Reini, du hast ja nicht lumpen lassen. Wenn du ein paar Mark 50 in der Tasche gehabt hast, dann bist du auch nicht in eine Pension gegangen oder in so ein Bahnhofshotel oder sowas, sondern da hat es immer ein 4-Sterne-Hotel mit Spa, weil du willst in die Sauna zum Spannen gehen. Ne? Und das hat es schon sein müssen. Für 120, 140, 150 Euro im Monat, in der Nacht im Monat. Ja, freilich. Und ich weiß nicht. Das Hotel, für das du in das du für 2 Euro im Monat einchecken kannst, das möchte ich bitte nicht von innen sehen. Ja? Ich glaube, das nennt sich Crackhouse oder so. Und ja, weiß nicht. Ich gib's dir. Ich gib's dir, dass wahrscheinlich in die letzten 2 Jahre einmal einen Monat oder 2 gegeben hat, in dem du 6.000 Euro für Hotels ausgeben hast. Das war höchstwahrscheinlich direkt nach dem Schanzenverkauf, wo du weggemeddelt bist. Und wahrscheinlich direkt nach dem Ranger-Verkauf, wo du dann noch einmal ein relativ komfortables Finanzpolster gehabt hast. Und du gedacht hast, jetzt habe ich für den Ranger nochmal 30.000 Euro gekriegt. Hurra, die Gams, was kostet die Welt? Ja, und auf wie geht's. Jetzt, ja, und dann sind halt, aber wenn du halt dann nachrechnest, kommst du halt, wenn du 6.000 Euro im Monat nur für Hotels ausgibst, kommst du halt mit dem, was du für den Ranger gekriegt hast, kommst halt kein halbes Jahr. Und dann schaust du wieder mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Schwierig, Rainer, schwierig. Aber auch diese Entscheidungen haben keine Hater für dich getroffen, sondern das war der Vergangenheitsreiner. Das ist schon mit meinem YouTube-Account unbezahlbar gewesen. Ohne diesen ist das auf keinen Fall zu stemmen. Andere Streamer und YouTuber machen sich über meine Situation lieber lustig. Also im Übrigen, man sieht da mal wieder, der Mann will hier, es werden am Ende, glaube ich, auf jeden Fall im niedrigen 5-stelligen Bereich befinden wir uns dann. Ne? An Geld will der erbetteln, ohne Gegenleistung, von irgendwelchen kernbehinderten Arschlöchern aus dem Internet erbetteln. So. Und der gibt sich nicht einmal die Mühe, diesen Scheißpapierstreifen von Text, den er da verfasst hat, einmal Copy-Paste durch die KI laufen zu lassen, damit ihm diese KI seine unmögliche Rechtschreibung und seinen ganzen Scheißdreck korrigiert. Ne? Dass er nochmal drüber geht, dass er zu faul ist, 2000 die 3 Nuller noch hinzuschreiben.
ja, hier oben, 2.000 und 6.000 Euro, ja, dass er stemmen, ja, schreibt da groß. Die ganzen Fehler, die da drin sind. Ja, immer das Wenn mit einem N und den ganzen anderen Käse. Es ist ihm vollkommen wurscht, nicht einmal da gibt er sich Mühe. Der Mann will innerhalb von einem Monat einen kleinen 5-stelligen Betrag von seinen Zahldulis. Und er gibt sich nicht einmal die Mühe, Copy-Paste in die KI bitte einmal korrigieren. Danke, Copy-Paste zurück. Das ist eine Sache von 5 Sekunden. Als mir zu helfen. Hater sehen mich als besiegt. Und ja, du bist besiegt, Rainer. Aber du bist nicht erst seit jetzt besiegt. Rainer, du bist schon lange besiegt. Rainer, du bist retrospektiv bist du besiegt, seitdem du diesen scheiß Kanal aufgemacht hast, anstatt dich dafür zu entscheiden, ordentlich arbeiten zu gehen. Das war der Punkt, in dem du praktisch besiegt warst. Wenn du noch weiter zurückgehen willst, bist du eigentlich besiegt, seitdem Rudi die Haxen hochgerissen hat und dich nicht mehr unter Kontrolle hat. Ne? Aber dann hätte ich gesagt, der nächste Punkt, wo man hätte sagen können, ja, nee, jetzt ist er besiegt und du wolltest es nicht einsehen, war die Stromlos-Staffel. Da hast du wieder irgendwie rausgewieselt. Dann war die BLM-Geschichte. Dann kamen diverse Verurteilungen wegen Körperverletzung. Da hätte man irgendwann eine Einsicht zeigen können, wenn man nicht komplett bescheuert gewesen wäre. Dann war der Hausverkauf. Ja? Dann war der Führerschein weg. Und dann war der YouTube-Kanal weg. Und nicht einmal dann hast du dir eingestehen können, dass du dich selber schon lange besiegt hast. Dass der größte Hater der Welt, Rainer Winkler selbst, es tatsächlich vollbracht hat, dein Leben komplett zu vernichten. Und da hat keiner von uns auch nur einen Handschlag dafür gemacht. ich bin verzweifelt. Ich habe eine Fanbase von knapp 400.000 auf TikTok. Rainer, du hast 350.000 gekaufte Bots auf TikTok. Und dann hast du nur 45.000 Hater auf TikTok. Und dann hast du vielleicht 5.000 Leute, die dich irgendwann einmal abonniert haben. Vielleicht für ein paar Tage. Und das TikTok ist eine schnelllebige Plattform. Und die dich auch gar nicht mehr aktiv verfolgen. Reini, du hast stellenweise in deinen Streams keine 200 Zuschauer. Ich habe neulich gestreamt, ich hab 1000 Zuschauer gehabt und ich habe keine 6000 Abos hier auf YouTube. Reini, diese Zahlen, die redest du dir ein. Das sind Luftschlösser. Das sind, ja, Nullnummern sind es. Meine Podcasts sind es auch fast 100.000 Aufrufe in nur wenigen Wochen gewesen. Ja, Rainer, aber deine Podcasts 100.000 Aufrufe in wenigen Wochen. Erstens mal auf welcher Plattform? Wenn du da 100.000 Aufrufe... Rainer, Leute, die ein erfolgreiches Podcast-Format haben, die das beruflich machen, die hauen eine Folge Podcast raus und diese Folge kriegt innerhalb weniger Tage, nicht innerhalb weniger Wochen, sondern innerhalb weniger Tage 100.000 Aufrufe. Und innerhalb einer Woche wahrscheinlich um die zwischen 200.000 und 400.000 Aufrufe. Kommen aufs Thema drauf, oh. Und dann bringen die aber genau eine Woche später die nächste Folge von dem Podcast. Und dann geht's wieder. Die haben innerhalb von diesen wenigen Wochen haben die Millionen von Aufrufen dort, die das professionell machen. Und 100.000 Aufrufe auf diesen Podcast ist erstens nichts. Und zweitens, wenn du dann davon auszugehen hast, dass 90% davon von Hatern sind, dann ist es nur weniger. Meine Aufrufzahlen auf Livestreams oder Zuschauern auf Odyssee oder Kick sind auch weit über 500. Ich weiß, es ist viel verlangt. Oder Zuschauerin. Auch wieder, ne? Und ja, aber nicht immer weit über 500. Du warst bei den 12-Stunden-Streamen, da gibst da waren es ein paar mehr. Aber ansonsten gräbst du doch immer zwischen 100 und 200 Zuschauer rum. Außer wenn mal wieder irgendjemand dir Zuschauer kauft. Dann sind es wieder 2000 auf einmal. Und die gehen dann aber auch alle auf einmal wieder weg. Aber es müsste gar nicht viel sein. 1 oder 2 Euro würde bei so vielen Menschen schon reichen und ich könnte innerhalb eines Monats
ganz neu durchstarten. Ja, Rainer, und innerhalb eines weiteren Monats würdest du wieder da sitzen und sagen, Edzardler, ich weiß gar nicht, was passiert ist, irgendwo habe ich keine Barren mehr. Rainer, weil es immer so ist. Du willst jetzt, dass 400.000 Leute dir 2 Euro spenden, damit du danach 800.000 Euro hast. Ja, also die Aussage hier, ich habe 400.000 Follower, wenn jeder mir 2 Euro spendet, ne, könnte ich in einem Monat wieder ordentlich durchstarten. Rainer, dann hättest du 800.000 Euro auf dem Konto. Minus jetzt sagen wir mal 25.000 Euro, die du aktuell noch Schulden hast, dann hast du da immer nur 775.000 Euro auf dem Konto. Rainer, du würdest diese 775.000 Euro beim Fenster ausschmeißen innerhalb von einem Dreivierteljahr. Das gebe ich da brieflich. Und am Ende dieses Jahres würde das Finanzamt bei dir vor der Haustür stehen und sagen, Herr Winkler, Sie haben hier noch Einkommens- und Gewerbesteuer zu errichten. Und die Krankenkasse würde auch bei dir auf der Matte stehen. Und dann wären auf einmal Forderungen von 400.000 Euro fällig. Und die habe ich jetzt halt nicht, weil ich habe ja das alles schon ausgegeben. Dann musst du den ganzen Nippes, den du dir dann gekauft hast, sofern noch möglich, wieder versilbern. Dann musst du davon einen Teil deiner Schulden abbezahlen, dann hast du danach mehr Schulden als davor. Und so würdest du dich immer weiter und weiter und weiter und tiefer in die Scheiße reinreiten, weil du es einfach nicht begreifst. Weil du es einfach nicht begreifen kannst, weil du zu hageldumm bist, das zu begreifen. Man könnte auf diese Art ein Zeichen gegen Mobbing setzen. Oder ja, na genau. Man könnte ein Zeichen gegen Mobbing setzen, indem man dir zum 100.000. Mal wieder aus der Scheiße hilft, Reini. Ganz ehrlich, da kriege ich schon wieder Hass. Wie der Dr. Metträger sagen würde, da haut es mir schon wieder ein Beitel auf Zeiten. Zeichen gegen, niemand setzt damit ein Zeichen gegen Mobbing. Das Einzige, was die Leute dann ein Zeichen dafür sind, die setzen ein Zeichen dafür, dass sie selber nicht mehr ganz durchbachen sind, wenn man dir diese Scheiße jetzt immer noch glaubt. Und ich wäre schade mit endlich in der Lage, Menschen zu beweisen, dass man mit Hilfe alles schaffen kann. Ja, Rainer, das muss man niemandem beweisen. Rainer, dass man mit Hilfe alles schaffen kann, ist selbstverständlich. Ne? Wenn ich jetzt sage, du, ich würde mir gerne eine Sportwagensammlung anschaffen, ja, und dann sage ich mal, ich möchte jetzt, keine Ahnung, einen Lamborghini, einen Ferrari und dann möchte ich noch, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so gut aus, dann möchte ich noch 3 andere Autos, einen Audi R8 und dann AMG, SLS oder keine Ahnung. Ja? Möchte der 5 Autos möchte ich mir ausschaffen. Und das kostet dann insgesamt kostet 1 Million. Und es würde was weiß ich, Elon Musk, ein Jeff Bezos vorbeikommen und sagen, ja freilich, Kasper, gib dir die Kohle, dann kostet er diese Autos kaufen. Ja, da habe ich auch bewiesen, dass man mit Hilfe alles schaffen kann, aber das ist halt nicht durch meine erbrachten Leistung erschuldet, sondern da hat man halt einfach irgendjemand was geschenkt. Und das ist halt dumm. Es ist halt dumm. Ja? Dass man mit Hilfe alles schaffen kann. So einen Schmarren, so einen selten blöden, den habe ich schon lange nicht mehr gehört. Also außer von dir. Von dir hört man so einen selten blöden Schmarren schon relativ oft. Ich würde natürlich auch alles tun, um anderen Menschen zu helfen. Rainer, der einzige Mensch, den du in deinem Leben jemals geholfen hast, heißt Rainer Winkler. Ja? Und irgendeinem Penner eine Zigarette oder 1,50 Mark irgendwie für einen Kaffee zu geben, ist nicht anderen Menschen helfen. Und auch diese Geschichten waren 100%ig erlogen. Aber sogar wenn man ihm das zugestehen würde, auch dann zählt es nicht. Und Unterputzdeckel an Flutopfer zu spenden, in Anführungsstrichen, das hat mit Hilfen nichts zu tun. Das ist zynische Verarsche, da dir mal sagen. Ich habe schon über die Jahre getan, was ich konnte. Ja, Rainer, das Problem ist, dass du nichts kannst, also hast du auch nichts getan. Und das, obwohl ich nicht in der Lage war, etwas zu geben. Ja, was hast du dann getan, wenn du nicht in der Lage warst, etwas zu geben?
Ich weiß echt nicht, wie es sonst weitergehen soll. Gar nicht, Rainer. Internetpräsenz beenden, Bürgergeld beantragen und weiter in der Nazi-Bude hausen. Es tut mir leid, dass ich euch damit belästige. Nein, tut es nicht, Rainer. Lüg mir nicht an. Es tut dir nicht leid, die Leute damit zu belästigen. Würde es dir leid tun, die Leute mit dieser Scheiße zu belästigen, dann würdest du es nicht seit 12 Jahren machen. Rainer, du belästigst die Leute seit 12 Jahren mit deiner unsäglichen Internetpräsenz und mit deiner dreisten Bettelei um Barne für möglichst wenig Gegenleistung. Es tut dir nicht leid, diese Leute zu belästigen. Würde es dir leid tun, hättest du es vor Jahren unterlassen, weiterzumachen. Euer Drache. Na, du bist nicht mein Drache. Eigene Wohnung. Spendenziel ca. 2000 Euro. Eigene Wohnung 2000 Euro. Schreiben wir uns auf. 2000 Euro, eigene Wohnung, Alter. Ja, komm, let's go. Hallo zusammen. Grüß dich. Ich möchte versuchen, eine Wohnung zu mieten. Ich weiß, dass das Mieten schreibt man klar rein als ein Verb. aufgrund der Hater vermutlich Aufgrund schreibt man auseinander. Grund groß. so gut wie unmöglich sein dürfte. Allerdings muss ich... Nein, Rainer, das ist nicht aufgrund der Hater so gut wie unmöglich. Rainer, das ist aufgrund deines Schufa-Scores so gut wie unmöglich. Und den hast du noch weiter zerschossen. Der war ja schon erbärmlich niedrig, irgendwie bei 9 von 100 Punkten. Ne? Der Mann rutscht jetzt dann bald, der hat jetzt schon wieder ein Pfändungskonto, der rutscht jetzt dann bald in den Minusbereich. Ne? Was sein Schufa-Score angeht. Rainer, die Leute werden dich fragen, wenn du eine Wohnung mieten willst, werden sie dich fragen. Herr Winkler, womit verdienen Sie Ihr Einkommen, Ihren Lebensunterhalt und was haben Sie für Einkommen? Und dann sagst du, Etzertler, ich mache hier Musik und streamen es und Videos auf wie Digi, die Doggy, die Etzertler und auf Kick und dann sagst du, ja, aber Pfändungskonto und dann holen die sich deinen Schufa-Eintrag und dann fällt dir eine Ei aus der Hose. Ja, und dann nehmen die halt einfach, ich weiß nicht, irgendjemand anders. Wirklich, jeder andere ist besser geeignet als Mieter als du. Und wenn sie dich noch googeln und Bilder von der Schanze sehen, dann machen sie einen Aufruf am lieben Herrgott da oben, bitte, bitte lass Hirn vom Himmel regnen. sich etwas versuchen. Es kann nicht laufen wie die letzten 2 Jahre. Nein, Rainer, das haben wir vorher schon gehabt. In dem vorherigen Ziel. Es kann nicht laufen wie die letzten 2 Jahre. Richtig. Aber wenn du willst, dass es nicht so läuft wie die letzten 2 Jahre, Rainer, jetzt gebe ich dir einen Geheimtipp. Jetzt, Ohren gespitzt. Ich gebe dir noch ein paar Sekunden, hol das Ohrenschmalz aus die Ohren. Wenn du nicht willst, dass dein Leben weiter so läuft, wie es die letzten beiden Jahre gelaufen ist, dann, und jetzt kommt's, musst du dein Leben anders leben, als du es die letzten beiden Jahre getan hast. Punkt. Rainer, derjenige, der in der Lage ist, daran was zu ändern, wie es in deinem Leben läuft, der bist du. Und wenn du nicht willst, dass es so weitergeht, wie es die letzten 2, die letzten 5, die letzten 12 Jahre gelaufen ist, stetig bergab, dann musst du deinen Arsch in die Hand nehmen und was dagegen unternehmen. Und einfach dein Leben um 180 Grad wenden und alles anders machen, als wie du es in den letzten 12 Jahren gemacht hast. Dann wird es eben nicht mehr so weiterlaufen wie die letzten Jahre. Tust du das nicht, wird genau das passieren. Es läuft genauso weiter wie die letzten Jahre, so lange bis du dich in den Frühjahrsgrab gefressen hast. Warum 2000 Euro? Ja, weiß nicht, den Betrag hast du wahrscheinlich aus dem Arsch gezogen. Mir wäre eine Wohnung recht, die ich für ein paar hundert... Mir wäre eine Wohnung recht, schreibt man immer noch mit ja, weil du wehrst diese Wohnung nicht ab oder sonst was. Du baust da keinen Schutzwall außenrum. Ja, obwohl, das hast du bei der Schanze schon arg gemacht. Aber, ne? Euro bekomme, aber ich müsste ja noch etwas einrichten. Ja, mir wäre auch eine Wohnung recht für ein paar 100 Euro. Und falls nicht voll möbliert. Ja. Wen auch nicht viel brauche, ich mindestens ein Bett,
einen Schreibtisch und andere kleine Dinge. Kleine Dinge, die sind zwar kleine Dinge, aber man schreibt die Dinge trotzdem groß, Rainer. Außerdem muss ich ja auch eine Kaution zahlen. Ja, Reini, das ist richtig. Du musst auch eine Kaution bezahlen. Und da kommst du halt bei den meisten Wohnungen mit 2000 Euro allein für die Kaution schon nicht hin. Ne? Daher der Betrag. Mit einer festen Wohnung, aus der ich im Idealfall auch nicht geworfen werde. Ja, das ist die Definition von einer festen Wohnung, Rainer. Das ist eine Wohnung, in der man wohnt, aus der man nicht rausgeworfen wird. Aber Rainer, ich gebe dir jetzt einmal Brief und Siegel darauf. Genauso wie beim Strom. Und genauso wie bei der AOK und genauso wie beim Finanzamt wirst du auch hier es nicht auf die Kette kriegen. In deinem Schwelles im Hinterkopf folgenden Vermerk einzugravieren. Reini, die ersten, keine Ahnung, 400 Euro, die du verdienst, in Anführungsstrichen, erbettelst diesen Monat, die nimmst du und legst sie auf die Seite, auf einen Haufen, wo drauf steht Miete. Die nächsten paar hundert Euro nimmst du, legst sie auf die Seite, auf einen Haufen, auf dem steht Finanzamt. Die nächsten nimmst du, legst sie auf einen Haufen, auf dem steht Krankenkasse. Und so weiter und so fort. Und wenn diese Häufen alle besetzt sind, was dann noch übrig bleibt, das kannst du nach Lust und Laune verprassen, aber das wird niemals so passieren. Das wird niemals so passieren, so wahr mir Gott helfe. Ja, da wette ich viel drauf. Und da kannst du machen, was du willst. Da kann er dir die Leute jetzt 2000 Euro für die Wohnung geben oder 20.000 Euro, das ist vollkommen irrelevant. Früher oder später wirst du aus dieser Wohnung fliegen, weil, ja, jetzt haben wir den Monat einmal, das hat eine neue Grafikkarte hergemusst oder sonst irgendwas, neuer Rechner, kann ich halt den Monat keine Miete nicht zahlen. Ne? Und sowas schaut sich so ein Vermieter vielleicht einen Monat, vielleicht 2 Monate an und nach ein paar Monaten heißt es dann, Herr Winkler, wir haben, Sie sind säumig, hier Räumungsklage, Arsch vor die Tür, auf Wiedersehen. Und dann hast du wieder ein paar tausend Euro mehr Schulden. Könnte ich auch wieder in vollem Umfang meiner Arbeit nachgehen, könnte mal viele verschiedene Videos machen, wie Kurzfilm, Der Idioten, Dragon Monday oder Brot und Brötchen und vieles mehr. Ja, auch diese Story, die haben wir jetzt schon zu Genüge gehört. Rainer, diese Story habe ich mir die letzten 2 Jahre von dir in der Dauerschleife angehört. Ah, wenn ich bloß, ja? Wenn bloß hier, als du den Ranger noch gehabt hast, wenn die Hater mich nicht dauernd verfolgen würden, könnte ich für euch mehr Content machen, dann könnte ich für euch wieder Videos und Streamen das machen, hier Kurzfilm Der Idioten, Dragon Monday, Brot und Brötchen und so einen ganzen Schmarrn. Ja? Dann hat es geheißen, oh, wenn ich jetzt die MPU machen könnte, dann hätte ich wieder Auto, dann könnt ihr wieder fahren, dann könnt ihr wieder für euch diese Streams und Videos, Brot und Brötchen, bla 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 bla. Oh, wenn ich jetzt wieder Unterkunft hätte, dann könnte ich dieses und jenes. Rainer, du machst es nie. Rainer, du sitzt seit September letzten Jahres in dieser Bruchbude drin, in der du da sitzt. Und man hat dich monatelang nicht gefunden. Wo sind jetzt die ganzen Brot- und Brötchen-Videos? Die ganzen Kurzfilme der Idioten und Dragon Mondays der letzten Monate? Wo sind denn die alle? Du hast doch die Möglichkeit gehabt. Du hast doch die Möglichkeit gehabt. Du hast eine Putze gehabt, wo niemand gewusst hat, wo du warst. Die hat nicht viel Geld gekostet. Du hast da Internet gehabt, du hast deinen Rechner, dein Handy gehabt. Du hättest Brot und Brötchen und Kurzfilm der Idioten machen können, bis der Kopf geraucht hätte. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Zeig mir bitte die Brot- und Brötchen-Videos der letzten 4 Monate. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Nix davon machst du. Sogar Kurzfilm der Idioten und Dragon Monday sowieso nicht, weil da hat er sich immer schwer überarbeitet. Also Sachen, die andere Leute in einem halben Nachmittag machen. Ja, da hat er immer eine ganze Woche oder 2 dafür braucht. Aber sogar Brot und Brötchen, sind wir uns einig. Sogar sich da hinsetzen und sich ein blödes Butterbrot schmieren und ein bisschen Salz drauf, da ist ihm zu viel Arbeit. Der will die Kohle umsonst haben, deswegen haut er die Scheiße jetzt hier auf Tippi raus. Im Übrigen, ich weiß es nicht, ich kenne mich mit Tippi nicht aus, aber ist bei diesen Crowdfunding-Plattformen nicht normalerweise so, dass du auch einen Gegenwert bieten musst? Ist einfach stumpfes, bitte gebt mir Geld, betteln nicht auf diesen Plattformen verboten?
Dass man sagt, gebt mir einfach Geld ohne Gegenleistung? Also ich weiß es nicht. Ich habe von diversen Crowdfunding-Seiten gehört, wo es geheißen hat, na, du kannst ja nicht einfach sagen, bitte Geld geben. Du musst da schon irgendeine Gegenleistung bringen, weil es ja Funding ist. Also nicht, ich bin ein fauler Fettsack und möchte mein Leben von anderen Leuten finanziert haben, Funding, sondern hier, das ist, um ein Projekt umzusetzen. Da soll der Gegenwert kommen. Ich hoffe auf eure Unterstützung, euer Drache. Ja, nächster Punkt. MPU. Spendenziel ca. 4.700 Euro. MPU 4.700 Euro. Jetzt eigentlich Wohnung zweimal, die 1.600 waren doch auch schon für Wohnung. Und dann nochmal 2.000 für Wohnung. Und jetzt 4.700 für MPU. Das finde ich komisch, weil MPU, ne, ist ja, also erstens mal, Rainer hat ja nie spezifisch um Kohle für die MPU gebettelt, hat er ja behauptet. Wir wissen alle, dass das gelogen ist. Aber jetzt kommt der Clou. MPU steht bei ihm auf der Blacklist drauf. Ja, MPU darfst du bei ihm im Chat gar nicht schreiben. Das wird rausgenommen. Leute sind, weil sie ihn auf die MPU angesprochen haben, bei ihm gebannhammert worden. Zahlende Kunden von ihm, zahlende Abonnenten, die ihn angesprochen haben auf die MPU in seinem Chat, sind gebannhammert worden. Ja, er bettelt nicht für die MPU. Jetzt ist er hier, vor halbes Jahr Sparer, Tippi, ja, ich brauche barrende 4.700 Euro für MPU. Schön, dass wir wieder da sind, Rainer. Ist jetzt doch kein so böses Wort mehr, oder? Und er wird die Scheiße, wenn man ihn in einem halben Jahr darauf anspricht, wird er die Scheiße wieder bestreiten. Wird er sagen, Erzadler, nie habe ich um Barne für die MPU gebettelt. Nie. Hallo zusammen. Wie einige von euch wissen oder auch nicht, habe ich aufgrund meiner Verteidigung gegen Hater vor meinem Haus damals eine MPU machen müssen. Nein, Rainer, du hast nicht aufgrund deiner Verteidigung gegen Hater eine MPU machen müssen. Rainer, du hast eine MPU machen müssen, weil du wiederholt wegen gefährlicher Körperverletzung zu Bewährungsstrafen verurteilt worden bist. Das ist die Wahrheit. Ne? Und weil du versucht hast, Leute zu überfahren. Und ich meine jetzt nicht einmal mit dem Ranger, weil die MPU, die stand schon fest lange, bevor er den Ranger überhaupt gekauft hat. Ne? Diese Geschichte auf der Wiese, wo die Leute versucht haben, beim Ranger zu überfahren, ist im Endeffekt bloß eine Bestätigung, dass die Anordnung dieser MPU eine sehr weise und richtige Entscheidung war. Ne? Aber er hat davor schon versucht, mit dem Rudi A4 ist er im Rückwärtsgang mit Karacho durch Schauerberg gemeddelt. Er hat versucht auch damals mit dem Mondeo schon, ja, dass er Leute anfährt. Er ist auch dann, ihr kennt das Bild, rumgefahren und hat mit dem Handy aus dem Fenster gefilmt. Ja? Der hat nach links aus dem Fenster geschaut und mit dem Handy gefilmt. Du darfst das Handy nicht einmal in der Hand halten. Geschweige denn fremde Leute aus dem Fenster rausfilmen. Geschweige denn dabei permanent aus dem Seitenfenster schauen, während du geradeaus fährst. Das ist höchst gerade gefährlich. Und dafür, lieber Reini, und für die wiederholten Verurteilungen wegen gefährlicher Körperverletzung hättest du eine MPU machen müssen. Du hast schon mal wieder nicht dergleichen getan. Da hat der Vergangenheitsrainer wieder zugeschlagen. Ihr wisst, wir haben ihn vorhin schon mal besprochen, der größte Hater. Und der hat gesagt, ja, das wird sich schon irgendwie erledigen. So wie bei allen Sachen. Ne? Reini, du bist auf dem Stand eines Kleinkindes, das abends im Bett liegt und Angst vor dem Monster am Schrank hat. Reini, du hast Angst vor dem Monster im Schrank und du versteckst dich, als kleines Kind hast du dich unter der Decke versteckt. Ja, weil du dich gedacht hast, wenn ich es nicht sehe, sieht es mich auch nicht. Ja, da bist du irgendwann eingeschlafen, am nächsten Tag bist du aufgewacht, das Monster hat dich nicht gefressen, es hat funktioniert und nach der Taktik gehst du jetzt deine kompletten Problemlösungen für dein ganzes Leben an. Einfach den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass das Problem sich von alleine löst. Und das hat es einfach zu oft getan. Reini wollte nicht arbeiten gehen. Ne? Reini wollte einfach ums Verrecken nicht arbeiten. Reini wollte sich einen YouTube-Kanal aufbauen und der große Influencer-Star werden. Ne? Das Problem war nur, Rudi hat gesagt, nur über meine Leiche. Dann hat Reini den Kopf in den Sand gesteckt und das Problem hat sich von alleine gelöst. Und da war der große Schanzenlord und hat sich seinen YouTube-Kanal gemacht.
Dann kamen Rechnungen vom Stromanbieter. Ne? Reini denkt sich, ja, wenn ich es nicht sehe, dann ist es nicht da. Und das ist dann so lange, bis sie den Strom abgeschnitten haben. Und dann war das Geheule groß. Oh, warum, Edzardler? Ihr habt doch gar nichts gemacht. Richtig, du hast nichts gemacht. Du hättest was machen sollen. Deine scheiß Stromrechnung bezahlen. Die BLM sagt ihm, Herr Winkler, Sie haben das Streamen einzustellen. Ja? Trotzig wie ein Kleinkind setzt er sich vor die scheiß Kamera mit diesem Schild, wo drauf steht, wegen der BML darf ich jetzt nicht mehr mit euch reden. Ne? Bitte trotzdem spenden. Ne? Ja? Der Vergangenheitsreiner weiß, er muss Steuern zahlen und er muss Krankenversicherungsbeiträge bezahlen. Und er ignoriert es einfach. Er schaut einfach nicht hin. Wenn ich es nicht sehe, ist es nicht da, dann kann es mir nichts tun. Und das hat auch lang genug funktioniert, weil er sich irgendwo im ostdeutschen Hinterholz versteckt hat. Und jetzt haben sie rausgefunden, wo er ist. Und es flattern langsam die Briefe rein. Ja, wer hätte jetzt damit wieder rechnen können? Dieser verfluchte Vergangenheitsreiner. Diese konnte ich aufgrund der damaligen Umstände nicht umsetzen. Ja, Rainer Naschmann, nur weil du ein Wort wie umsetzen benutzt und du dabei fürchterlich schlau vorkommst, weil du denkst, wow, so reden bloß die schlauen Leid. Macht es das nicht besser? Du hättest es umsetzen, also, du hast es nicht aufgrund der damaligen Umstände nicht umsetzen können. Rainer, du warst einfach zu faul, zu inkompetent und zu dumm dazu. Rainer, du hast dir gedacht, das Problem von Zukunftsrainer soll auch das dumme Arschloch sich darum kümmern. Und da hast du gedacht, ja, vielleicht, wenn ich es einfach ignoriere und wenn ich dann unterwegs bin und keine Anschrift mehr habe, ne, dann verläuft sich das im Sande. Dann versuchen die einen Brief dahin zu schicken, so bitte, Herr Winkler, kommen Sie, geben Sie Ihren Führerschein ab. Und der Brief geht dann zum Altschauerberg 8, da steht da kein Haus mehr und dann wird sich die Führerscheinbehörde schon denken, ja, wir haben es probiert, dann behält er halt jetzt seinen Führerschein. Nein, Rainer, so läuft es nicht. Und diese Lügen mehr davon, dass die dir gesagt haben, du kannst dich dann nach der Verhandlung drum kümmern, die glaubt dir auch kein Mensch auf dieser Welt. Du hast es wegignoriert einfach. Du wolltest dich damit nicht beschäftigen, weil du, glaube ich, tief in dir gewusst hast, dass du zu dumm bist, so eine MPU zu bestehen. Dass du einfach zu hageldumm bist. Dadurch habe ich meinen Führerschein verloren. Da ich seit 2022 nun unterwegs bin, hat mir das natürlich alle Pläne, die ich für die vergangenen 2 Jahre hatte, kaputt gemacht. Ja, Reini, und wie gesagt, dass diese Pläne hageldumm waren, das hatten dir sehr, sehr, sehr viele Leute gesagt. Viele Leute haben gesagt, Reini, nicht das Haus verkaufen, nicht in der Weltgeschichte umeinander ziehen. Rainer, mach das nicht, du kimmst den Teufelskuch. Und du hast, trotzig wie du warst, gesagt, na, Edzardler, ich weiß alles besser und hurra, die Gams, nein, den Ranger und brumm, brumm, brumm ist davor gegangen. Doch ich weigere mich noch immer nach 10 Jahren Hass und Mobbing aufzugeben. Ja, Rainer, du sollst dir einfach nach 10 Jahren Hass und Mobbing solltest du dann doch mal aufgeben. Und der Hass und das Mobbing kommt von dir selbst. Du hast dich die 10 letzten Jahre selber kaputt gemobbt. Das, was du dir angetan hast, finanziell sowie auch körperlich und psychisch, Alter, da kann ein Regenbogenschaf nur davon träumen. Ich habe mein Auto verkauft, habe keinen Führerschein mehr, jetzt nach 2 Jahren auch wieder Schulden bei der AOK und anderen. Ja. Und wer hat dafür gesorgt? Rainer, wir wissen, was du eingenommen hast im letzten Jahr. Diese 10.000 Euro AOK wären drin gewesen zu bezahlen. Die wären drin gewesen. Du hast es nicht getan. Ne? Der Arzt ist extra nochmal vorbeigekommen, um dir zu sagen, dass du deine Krankenversicherungsbeiträge nicht bezahlt hast und dass das Kartenlesegerät, als du deine Krankenkassenkarte da reingesteckt hast, wahrscheinlich explodiert ist. Und dann hast du gesagt, ich bin also pumperl gesund. Schön, danke für die Informationen. Und bist pfeifen bei der Tür ausgegangen. Ich würde so gerne wieder meinen YouTube-Account zurückbekommen. Leider wird das wohl nichts, solange ich diese Schulden habe, da ich mir so keinen Anwalt leisten kann. Ja, ich würde auch
vieles gerne, aber, ne? Und ich sag, du hättest ja das Geld gehabt. Rainer, du hättest das Geld gehabt. Gerade ein so kontroverser, was du damals noch warst, YouTuber wie du, hätte sich ja von den Einnahmen, die er über die Jahre gehabt hat. Ja, und da sind wir wieder, dann kannst du einen weiteren Stapel aufmachen. Ne? Neben Miete, AOK, Finanzamt, ne? Anwalt einen Stapel hinmachen. Oder mal 10.000 Euro drauflegst oder 15.000 Euro. Nur für den Fall, dass mit dem YouTube-Kanal, deiner Haupteinnahmequelle, mal irgendwas passiert. Ja? Der du, ich weiß nicht, wie viele Strikes in den letzten Jahren kassiert hast. Na, hat ja bisher auch immer geklappt. Decke über den Kopf. Ohne Führerschein kann ich nicht mal mobile im Auto leben, was für die Mobile im Auto, mobile.de, lebt im Auto. Die vergangenen 2 Jahre geplant war. Ich habe meine Ersparnisse und alles, was ich hatte, in den letzten 2 Jahren für Hotels und andere Unterkünfte verbraucht. Ja, nee, du hast die Sachen eben auch für Elektroroller verprasst. Ne? Wir wissen auch, dass du im letzten halben Jahr eben nicht so viel für Hotels ausgegeben hast, weil du 300 Euro im Monat Miete gezahlt hast an den Herren. Ja? Obersturmbannführer, den Herrn Gauleiter. Das wissen wir alles. Rainer, du hast es für Bullshit verprasst. Das ist der Punkt. Du hast dir irgendwelche neuen Spiele auf Steam gekauft. Wahrscheinlich Microtransactions, dass der Sau graust bis zum Erbrechen. Diesen E-Roller hast du gekauft. 1 Jahr lang VIP-Mitgliedschaft auf der Bumsdödel-Seite. Das sind alles dumme Ausgaben gewesen. Rainer, du hast es nicht für Unterkünfte verbraucht. Du hast es verprasst für Scheiße einfach. Und jetzt verzeiht mal, du hast, wie gesagt, du hast 100.000 Euro für diese Scheißschanze gekriegt. Dann hast du davon die bereits pfändbaren Beträge abgegeben, damit du dein P-Konto losgeworden bist. Dann hast du dir den Ranger gekauft. Jetzt mal gar nicht damit zu rechnen, wie viel du davor schon verdient, ne? Also du hast praktisch hier 100.000 Euro. Dann plus das, was du dann noch erbettelt hast über das Jahr 2022, jetzt 2023 hinweg. Das sind Beträge, die du in 2 Jahren einfach verbrannt hast. Puff, weg. Zerbröselt, wie Sand durch die Finger gerieselt. Das sind Beträge. Wenn ich in 2 Jahren über so viel Geld verfügen würde. Ne? Wer von euch, jetzt mal ganz ehrlich, wer von euch kann sagen, ich fange heute zu sparen an und in 2 Jahren habe ich irgendwie 160.000 Euro? Wer? Wer von euch verdient 80.000 netto im Jahr, wo vorher schon alle Fixkosten und alles abgezogen sind, die nur für Scheiße verbrannt werden können? Wer? Ich nicht. Ich verdiene keine 80.000 netto im Jahr. Reini hat aber in den letzten 2 Jahren gut und gerne, ja gut, 2022 hat er nicht so viel verdient, dafür war 2021 gar kein schlechtes Jahr bei ihm. Der hat in den letzten 3 Jahren 160.000 Euro verbrannt. Zwischenzeitlich sind ja noch irgendwie Einnahmen hier von der Donnerstagsfirma reingekommen und dem ganzen anderen Scheiß. Ja, hier Tippi, da irgendwelche Spenden auf der Straße. Wir kennen die ganze Scheiße. Das heißt, er hat in den letzten 3 Jahren hat dieser Mann 160.000 Euro in Luft verwandelt. Und jetzt hat er die Dreistigkeit, sich da hinzusetzen und zu sagen, ja, wisst schon, ich bin halt scheiße mit Geld. So, bitte spendet einfach jeder von euch 400.000 Leuten 2 Euro im Monat, damit ich weiter meinen verschwenderischen Idioten-Lifestyle führen kann. Auf eure Kosten. Danke, dass wir drüber geredet haben. Wir sehen uns in der Hölle wieder. Bitte, Rainer, dass das nicht funktioniert, da brauche ich keine hellseherischen Kräfte dafür. Und bin am Ende mit meiner Weisheit. Deine Weisheit ist bei dir so eine Sache. Ne?
du warst schon am Ende mit der, also man ist natürlich sehr schnell am Ende der Weisheit, wenn man mit Weisheit in seinem ganzen Leben noch nie angefangen hat. Ich will wieder wie früher meine Videos und Streams machen können. Ich will wieder mit meinem Auto herumreisen und Videos und Streams für euch machen. Will, auch wenn möglich, wieder Merch anbieten. Ja. Und ich würde gern, keine Ahnung, mit der 1900, was war das? Welches Jahr? 97er Selma Hayek, wie sie in From Dusk Till Dawn unterwegs war, auf die Bahamas fliegen, aber das ist mir auch nicht gegönnt, ne? Und dann hätte ich auch gern, irgendwie, keine Ahnung, einen kleinen Palast mit einem Privatkoch. Ne? Dann hätte ich gern vielleicht noch, ne? Ich würde so viele Sachen, die ich will. Aber all das ist ohne eure Hilfe leider nicht mehr möglich. Also, ohne eure Hilfe auch nicht. Leute, ihr habt jetzt hier 4700 an der paar zerquetschte, vielleicht inzwischen schon 4800 Abonnenten. Ne? Leid. Wenn jeder von euch wird einmal 100 Euro übrig haben. Ja? Wenn jetzt, keine Ahnung, nicht jeder von euch, sagen wir mal, 5000 von meinen Abonnenten hat jeder 100 Euro über, ja? Dann habe ich 500.000 Euro. Das wäre doch nicht so viel, euch tut doch das nicht weh. Ne? Jetzt habe ich euch 2 Jahre lang, habe ich euch umsonst unterhalten. Das tut euch doch nicht weh, dann habe ich 500.000 und danach fuck off, assholes, ja? Sucks to be poor. Was für Vorstellungen hat dieser Mann? Ich mache ja Podcasts auf Spotify seit einiger Zeit. Videos gibt es auf TikTok und Odyssey. Livestreams sind aktuell selten und werden es wohl erstmal auch bleiben. Aber diese kommen ebenfalls auf TikTok und auch auf Kickwen möglich. Ihr findet hier einen Discord auf, den ihr für eine kleine Unterstützung könnt. Ja, Rainer, du kannst mich auch mal für eine kleine Unterstützung. Obwohl, Rainer, na komm, du kannst mich auch umsonst. Ne? Was ist das schon wieder für ein Satz? Der schreibt das, um Tausende von Euro zu betteln. Schreibt der so eine Scheiße dahin und gibt sich nicht einmal die Mühe, sich das nochmal durchzulesen und festzustellen, ihr findet hier einen Discord auf, den ihr für eine kleine Unterstützung könnt. Punkt. Bitte barren dafür. Ah, da kriege ich schon wieder Hasslatte. Kann mir irgendeiner erzählen, was diese Scheiße hier soll? Der will, bei dem Post geht es hier um die MPU, 4.700 Euro. Will er haben. Und er schreibt so eine Scheiße dahin. Das ist, wenn er seine Bewerbungen genauso schreibt, dann weiß ich, warum er keinen Job kriegt. Nicht wegen die Hater. Das ist irgendein Stück als Scheißpapier und da schreibt er dann mit Kugelschreiber drauf, hallo, Metal und herzlich willkommen. Ich bin Edzardler der Drache, aka Rainer Winkler, und ich würde gern arbeiten. Danke für Ihre Unterstützung. Metal off. Und das Stück Klopapier schmeißt er dann in den Briefkasten. Und wenn sich der potenzielle Arbeitgeber beschwert, was das für eine Frechheit ist, dann sagt er so, warum? Ich habe es ja wenigstens nicht vorher noch benutzt, das Klopapier. Und ich versuche euch zusätzlich Vorteile zu geben, wen ich weiß, wie und welche möglich sind. Es tut mir leid, euer Drache. Rainer, ein Scheiß tut dir leid, dir tut überhaupt nichts leid. Und die Vorteile, die man da kriegt, die sind auch, da ist auch, aber mit Karacho draufgeschissen. Da ist mit Karacho draufgeschissen. Wir wissen alle die Vorteile, die es damals gehabt hat, die Mitgliedschaft auf deinem YouTube-Kanal. Ja, es den Hatern zeigen. Ne? 100 Euro, danach 50 Euro waren. Ich glaube, das es den Hatern zeigen war der 50 Euro Rang. Ja? Es den Hatern zeigen, mich am Arsch. Die Vorteile, die man da genossen hat. Und als ihm dann YouTube auf die Füße gestiegen ist, kurz bevor er den Kanal verlogen hat, haha, der freudsche Versprecher hat wieder zugeschlagen, ja, kurz bevor er den Kanal verlogen hat, dass er ja praktisch, dass es Beschwerden gibt, dass er die Vorteile, die er angibt für die Ränge, den Leuten gar nicht gibt, da hat er dann doch das alles umgeändert und gesagt, es gibt nur noch einen Rang.
Ja, und da waren auch keine Vorteile mehr drin. So, das war einfach nur für Unterstützung etc. Ah, Texte, Zettel, Stift. Anwalt für YouTube. Anwalt für YouTube. Wie viel kostet der Anwalt für YouTube, Rainer? Spendenziel ca. 7.000 Euro. 7.000 Euro ist ein Schnapperl. Einwandfrei. Also wir haben jetzt für Wohnung 1.600 Euro. Dann haben wir nochmal für Wohnung 2.000 Euro. Also mehr oder weniger 3.600 Euro für Wohnung. Aber ich glaube, die 1.600 Euro, die hat er als Miete, weil er will natürlich in eine große Wohnung oder ein kleines Haus einziehen. Wissen wir Bescheid. Ja, dann haben wir 4.700 Euro, das war für die MPU, das sind die bösen 3 Buchstaben, die man eigentlich nicht sagen darf. Und der YouTube-Anwalt kostet dann jetzt 7.000 Euro. Einwandfrei, wissen wir Bescheid. Hallo zusammen. Erste. Wie einige von euch wissen dürften, versuche ich seit 2022 meinen YouTube-ACC zurückzubekommen. Ja, deinen YouTube-AIDS, den kriegst du aber nimmer zurück, Rainer. Weil deinen YouTube-AIDS, den gibt's nimmer. Ja, und einen neuen wirst du wohl auch so schnell nicht mehr machen dürfen. Und sogar sollte es dir möglich sein, einen neuen YouTube-Account zu machen, wirst du nie mehr wieder diese Einnahmen generieren. Und ihr sagt ja auch, warum. Du kannst YouTube dazu, vielleicht juristisch dazu bringen, dass sie dir wieder erlauben, einen Kanal aufzumachen. Was du aber nicht kannst, und jetzt passt auf, ist die dazu zu zwingen, dich zu verpartnern. Ja, wenn du dann einen Antrag auf Verpartnerung stellst, können die immer noch sagen, nein. Dann hast du zwar einen YouTube-Kanal, verdienst aber keinen Knopf Geld damit. Und dann kann ich dir genau sagen, was da wieder an Content draufkommt. Nämlich gar nichts. Leider ist mein Problem, dass ich nicht in der Lage bin, ohne Anwalt etwas dagegen zu machen. Rainer, du wärst dann mit Anwalt nicht in der Lage, etwas dagegen zu machen, aber... Da es sehr wahrscheinlich auch zu einem Gerichtsprozess kommen wird, ist eine recht große Summe erforderlich. Nun das Hauptpunkte. Das Hauptpunkte. Punkte klein geschrieben. Wen es zur Und auseinander. Also entweder schreibe ich die Hauptpunkte, dann ist das ein Wort, ne? Dann darfst du Punkte klein schreiben, dann gehört es aber auch zusammen. Ja? Wenn du Hauptpunkte schreibst als 2 Worte, dann müsstest du, wenn dann Haupt klein und Punkte groß schreiben, und dann sind es aber immer noch die Punkte und nicht das Punkte. zur Verhandlung kommt und diese Wen es zur Verhandlung kommt. Wer ist denn wen schon wieder? zu meinen Gunsten entschieden wird, werden ja sowohl Gerichtskosten als auch Anwalt und alles weitere vom Verklagten, in dem Fall YouTube oder Google, bezahlt. Ja, in deinen Träumen, Rainer. Sollte das der Fall sein, werde ich das Geld für andere der Ziele nutzen oder wen bereits diese erreicht, sind das Geld an eine gemeinnützige Organisation spenden. Ja, Rainer, also erstens einmal, dass du Geld an eine gemeinnützige Organisation spendest, na, wissen wir Bescheid. Der Mann hat noch nie irgendwas irgendwo hingespendet. Doch, 50 Euro hat er letztes Jahr hat er 50 Euro gespendet, weil man ihm die Pistole auf die Brust gedrückt hat. Ja? Zähne knirschend an dieses Hospiz. Ist ihm nicht anzurechnen, weil er es wirklich nur unter massivem Druck getan hat. Freiwillig hätte er das Geld niemals rausgerückt. Nie. Ja? Und dann sollte dies der Fall sein, will ich das Geld für andere Ziele nutzen. Nein, Reini. Du hast bereits eine Pfändung auf deinem Konto. Von der AOK. Wahrscheinlich schließt sich dieser Pfändung das Finanzamt auch noch an. Dann werden sämtliche Spenden, die über diesen, was du gesagt hast, 1.300 bis 3.500er Betrag hinausgehen, werden erst einmal gepfändet, um diese Schulden abzubezahlen. Das heißt, bevor diese, sagen wir mal, 25.000 Euro nicht weg sind an Schulden, hast du genau 0 Euro, um deinen Anwalt zu bezahlen. Stimmt nicht? Da hast du 1.400 Euro, um deinen Anwalt zu bezahlen. Wenn du deine Miete abziehst, sind wir bei 1.100 Euro. Fressi abziehen, bist du bei 900 Euro. Na? Internet abziehen, bist du bei 800 Euro. Da bleibt nicht mehr viel. Und dann engagier mal für 800 Euro mit deinem Schufa-Score einen Medienrechtsanwalt, der dir deinen YouTube-Kanal wieder zurückklagt. Da wünsche ich dir viel Spaß bei der Suche. Aber da wirst du eine Zeit lang beschäftigt sein.
Ne? Wenn es hier nicht Lionel Hutz ist. Ich habe da auch schon eine Organisation im Blick, welche mit Kindern, die an Krebs und anderen schwere Krankheiten leiden, arbeitet. Schweren Krankheiten und rein das Kinderthema, das da die bleiben lassen. Ich weiß genau, warum du das jetzt hier mit reingeflochten hast, ja, um hier praktisch den Anschein zu erwecken, ne, schaut's mich an, ich bin ja, ich spende ja sogar für kranke Kinder. Ich kann ja, die Vorwürfe gegen mich müssen ja falsch sein, schaut's mich an, was ich für Samariter bin. Ist Bullshit, Rainer. Hör auf damit. Oder aber, ich unterstütze damit Organisationen, die gegen Mobbing vorgehen. Und Organisationen, die gegen Mobbing vorgehen, definiert er wahrscheinlich dann als sich selbst. Weil er ist ja der größte Krieger gegen Mobbing, deswegen kann er damit auch sich unterstützen, weil er hat ja was gegen Mobbing getan. Herzlichen Glückwunsch, haben wir wieder alle ausgetrickst. Ich danke euch für eure Unterstützung, euer Drache AOK. Das ist jetzt das letzte Ziel. Ja, das müssten um die 10.000 Euro sein nochmal. Ziel circa 9.500 Euro. 9.500 Euro. Ja, was die Leute, also das sind ja alles Peanuts. Das müsste ja gleich beieinander sein, ja? Hallo zusammen. Ich habe in den letzten 2 Jahren aufgrund von Hass und Mobbing jeden Scheiß fängt mit derselben Scheiße an. Ja, bei Edzardler in den letzten Jahren Edzardler wegen Hass und Edzardler Mobbing. Haus verkauft und bin aus dem Ort weggezogen, an dem ich geboren und aufgewachsen bin. Also erstens mal, die pathetische Scheiße von wegen ich bin da geboren und aufgewachsen zieht nicht mehr. Rainer, als du da weggefahren bist, hast du gesagt, dieses Dreckskauf sieht mich nur noch von hinten und die Leute da waren alle Arschlöcher. Ne? Du hast gesagt, du bist so froh, dass du da jetzt raus bist. Ja? Dieses Scheißkauf. Du hast kurz darauf sogar versucht, den Leuten bei ihr Dorffest zu versauen, indem du ihnen die Hater auf den Hals hetzt. Also tu jetzt hier nicht so, ich bin da geboren und aufgewachsen, das ist meine Heimat, meine Wurzeln und es ist mir so schwer gefallen. Rainer, du wolltest schon Jahre vorher, wolltest du diesen Puff verkaufen. Du hast schon 2016 davon schwadroniert, dass du den Laden verkaufst, ja, und dass du dann irgendwie, dann ist der Umzug und dann wird alles besser. Und damals hast du schon gesagt, sind es alles Arschlöcher da drunten. Deine ganzen Nachbarn und so. Und du kannst es nicht erwarten, dass du endlich weg bist da. Jetzt tust du so, oh, ich wollte da leben und sterben und meine Kinder und Enkelkinder aufwachsen sehen. Das ist mir nicht vergönnt worden wegen Hass und Mobbing. Na, Rainer, du hast nicht wegen Hass und Mobbing dein Haus verkauft. Rainer, du hast dein Haus verkauft, weil du dir einen kleinen blauen LKW kaufen wolltest. Wildtrack-Variante, Rainer. Deswegen hast du dein Haus verkauft, um dir ein Auto zu kaufen. Nichts anderes. Rainer, du hast gedacht, ich krieg jetzt da relativ schnell relativ viel Barrene dafür. Und so viel Geld werde ich meinen Lebtag danach nicht wieder auf dem Konto haben. Das ist jetzt die einzige und letzte Chance, mal richtig die Sau rauszulassen. Und deswegen hast du dein Haus verkauft. Und weil du halt wieder nicht hier von Wand zu Tapete gedacht hast, bist du damit mal wieder massiv baden gegangen. Aber hast nicht wegen Hass und Mobbing dein Haus verkauft. Das ist Bullshit, Rainer. Ein Hintergedanke war vielleicht noch, dass du gesagt hast, ja, ich ändere jetzt hier was an meiner Wohnsituation, damit du bei der Bewährungsverhandlung, das wird ja wahrscheinlich dein Hater. Ein Hater. Heute sind wir mit der also Dr. Freud ist mit dabei heute im Video. Das wird dir dein Anwalt geraten haben wahrscheinlich, dass er sagt hier, dass du in der Wohnsituation was änderst, um den Richter milde zu stimmen, damit er dir dann doch nochmal Bewährung gibt. Ne? Ich habe im Zuge dessen meinen Führerschein wegen MPU verloren. Das hatte nicht mal Da habe ich meinen Führerschein wegen MPU verloren. etwas mit Rainer, dafür, dass du andere Leute immer dumm anmachst, wenn sie auch nur ein bisschen südländisch ausschauen, legst du jetzt hier aber nicht wirklich ein gutes Deutsch an den Tag. meinem Verhalten im Straßenverkehr zu tun, sondern lag daran, dass ich mich körperlich gegen Menschen zur Wehr setzen musste
und dadurch bin ich vorbestraft. Nein, Rainer. Hättest du dich zur Wehr setzen müssen, wäre das in den Notwehrparagraphen gegangen und dann wärst du nicht vorbestraft. Rainer, dadurch, dass du vorbestraft bist, hast du dich nicht gewehrt, sondern dadurch hast du angegriffen. Und die Leute haben sich gewehrt. So rum wird ein Schuh draus. Ne? Und es hatte auch unter anderem etwas mit deinem Verhalten im Straßenverkehr zu tun. Wie gesagt, die Ford Ranger Überfahrversuche auf der Schauerberger Wiese, kurz nach der Wegmädelung des Verteilerkastens, wo die Eier aufs Auto geworfen wurden und sowas, die sind in diese Entscheidung schon gar nicht mehr mit reingeflossen. Ne? Da war schon festgestanden, MPU oder Lappen weg. Schon lange. Aber ich nehme an, dass die wiederholten, in kurzem Zeitraum wiederholten Verurteilungen wegen gefährlicher Körperverletzung und gewisse andere Handlungen, die du im Straßenverkehr begangen hast, wohl dazu geführt haben, dass man dieses Verfahren eingeleitet hat. Und womit? Mit Recht. Dazu habe ich mein Auto schließlich verkauft. Aufgrund von Hater fällt es mir schwer, eine Wohnung zu finden. Aufgrund von Hatern. Oder einer normalen Arbeit nachzugehen. Nein, Rainer, eine Wohnung findest du nicht, weil du einen Schufa-Score aus der Hölle mit Bienen im Mund hast. Chrissy Serial. Und eine normale Arbeit findest du nicht, weil du die Arbeit scheust wie der Teufel das Weihwasser. Das ist der Grund. Und nichts anderes. Die Hater haben damit, dass du keine Arbeit findest oder keine Wohnung findest, genau überhaupt nichts zum Tor. Aber auch gar nichts. Das ist alles deine eigene Unfähigkeit bzw. Faulheit, die dich daran hindert. Ich habe vor fast 2 Jahren auch meinen YouTube-Account verloren und... Rainer, du hast ihn nicht verloren. Rainer, du hast diesen YouTube-Account nicht in der Hosentasche gehabt, als du dich besoffen auf dem Heimweg in die U-Bahn gesetzt hast. Und als du daheim in die Taschen gelangt hast, war er auf einmal weg. Genauso wie du dein Haus nicht verloren hast und deinen Führerschein nicht verloren hast. Die waren auch nicht alle in dieser Hosentasche drin. Rainer, deinen Führerschein haben sie dir weggenommen, weil du dich nicht darum gekümmert hast, ihn behalten zu dürfen. Dein Haus hast du sehenden Auges willentlich verkauft. Du hast deinen Servus unter diesen Kaufvertrag gesetzt, weil du dir von dem Geld ein Auto kaufen wolltest. Ne? Und deinen YouTube-Account haben sie dir gesperrt, den hast du nicht verloren, den haben sie dir gesperrt, weil du gegen die Terms of Service verstoßen hast. Nichts davon hast du verloren. Ich weiß, dieses Wort verloren benutzt man dann, wenn man ein Arschloch ist, ganz gerne mal in diesem Zusammenhang, weil das den Eindruck erweckt, dass man da überhaupt nichts dafür kann. Das sind alles, das Schicksal hat wieder zugeschlagen, das ihn so sehr hasst und das ihm nichts vergönnt. Nein, hättest du dich anständig verhalten, dann hättest du all diese Dinge noch. Dann hättest du noch ein Haus, dann hättest du noch einen YouTube-Kanal und dann hättest du auch noch einen Führerschein. Mit über 280.000 Abos. Nein, Rainer, du hast doch nicht 280.000 Abos gehabt. Ja, sorry, dass jetzt alle 2 Sekunden wieder Pause mache. Ich habe es nicht weitergelesen, sonst hätte ich es weiterlaufen lassen. Hey, 280.000 Abos ist halt Lülülü, Rainer. Als dein YouTube-Account gesperrt war, gebe ich dir, war die Nummer bei den Abonnenten irgendwas um die 224.000 und der Protz zerquetscht. So. Das war's. Nicht 280.000, nicht 300.000, wie du schon behauptet hast. 224.000 waren es. Und von diesen 224.000, wette ich, waren mindestens 2/3 gekauft. Und der Rest waren Abo-Leichen von irgendwelchen Trollen, die dich vor Jahren mal verarscht und deswegen abonniert hatten. Und denen du schon geschmeidig am Arsch vorbeigehst. Wahrscheinlich haben sie das mit Wegwerf-YouTube-Accounts gemacht, die auch gerne mal gesperrt werden können, wenn man dumme Kommentare drunter setzt. Ja, irgendwas, ne? Gegen die Terms of Service. Und das sind wahrscheinlich Kanäle, das haben die sich seit Jahren nicht mehr eingeloggt. Das ist der Rest. Und dann waren vielleicht noch ein paar hundert kernbehinderte Drachis da dort, die dir diese Fabel vom armen Mobbing-Opfer geglaubt haben. Aber das war's. Du hast nicht 280.000 Abos gehabt. Nein, Rainer. Meine größte Einnahmenquelle. Der will Geld dafür. Einnahmen, Quelle.
Jetzt ist es nicht in der Nähe, nicht ansatzweise in der Nähe von der Kommataste. Also da kann sie ja da nicht vertippt haben. Also erstmal würde man Einnahmenquelle zusammenschreiben und groß. Im Zuge dessen habe ich auch Schulden bei Krankenkasse aufgebaut. Bei der Krankenkasse. Da habe ich Schulden bei Krankenkasse aufgebaut. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier so ein Klischee-Ding draus mache. Ja? Ich weiß, dass das plump ist. Aber er hier ist derjenige, der die Leute ankackt. Ja? Hier, was sagt dein Gott dazu? Geht in deine Dönerbude. Ne? Ihr wisst es. Ne? Ich kenne, das heißt kenne. Ich habe Dokus und Berichte gesehen über Leute, die 2015 hier als Flüchtlinge aus Syrien gekommen sind, die besser Deutsch können wie er. Ja, obwohl er hier geboren und aufgewachsen ist. Am Arsch, Rainer. Einen Teil. Und wie gesagt, der will hier 5-stellige Beträge dafür, was er hier gerade reinschreibt. Das ist seine Bewerbung dafür, dass man ihm 5-stellige Beträge belau einfach überweist. Konnte ich bereits begleichen. Leider wollen sie immer noch eine hohe Summe von mir. Ja, offensichtlich hast du 500 Euro begleichen können, weil nämlich vor Bordeaux waren es so 10.000 Euro Schulden, die du gehabt hast. 500 hast begleichen können. Glückwunsch, Rainer. Ich würde euch gerne wieder besseren Content bieten, aber solange ich keinen festen Wohnort finde und Schulden habe, ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Na, Rainer ist es nicht. Nein, Rainer ist es nicht. Du kannst den Leuten keinen besseren Content bieten, weil du zu hageldumm bist, besseren Content herzustellen. Du kannst den Leuten keinen besseren Content bieten aufgrund deiner Dummheit und deiner Inkompetenz und der Tatsache, dass du einfach stinkend faul bist und dich nicht bemühst, nicht einmal um seinen scheiß Text hier hinzuwichsen, geschweige denn um irgendwelchen Content etc. zu machen. Dir ist alles scheißegal. Deswegen ist es ein Ding der Unmöglichkeit, anständigen Content zu machen. Haben die Schulden nichts zu tun damit und der feste Wohnsitz auch nicht. Aber wie gesagt, wir hören das seit Jahren. Ja, ich würde ja gern wieder besseren Content machen, aber ich kann das nicht, weil ich habe kein Auto, ich habe kein Haus, ich habe keinen Führerschein, ich habe kein dies, ich habe kein das. Ich brauche nur noch die MPU, dann kann ich wieder guten Content machen. Ich brauche nur noch die Kohle, um nach Portugal auszuwandern, dann kann ich wieder besser. Ich brauche nur noch eine Unterkunft, wo mich keiner findet, die er jetzt seit einem halben Jahr hat. Dann kann ich wieder besseren Content. Am Arsch, Reini. Am Arsch der Hammer. Ich betreibe Podcasts, mache Videos auf Odyssee, da YouTube sich weigert, meinen Account zu reaktivieren, obwohl... Keiner. Der Account ist tot. Dieser Account hat sich genauso in Luft aufgelöst wie die 100.000 Euro, die du für die Schanze gekriegt hast. Das ist weg. Der wird auch nie wieder kommen. Obwohl es keinen Verstoß gab. Ja, bla bla, keinen Verstoß. Darüber haben wir vorher schon mal geredet. Nun versuche ich als Ausweg, auf diese Weise meine Schulden zu tilgen. Nun versuche ich auf diese Weise meine Schulden zu tilgen. Ich übersetze das. Jetzt bezahlt mir halt endlich meine Scheißschulden, ihr dummen Arschlöcher. Wie viel Scheiße muss ich hier eigentlich noch reinschreiben? Ich bin der große Drache, ich bin das höchste Wesen und als solches sollte ich nicht dazu gezwungen sein, für meinen Lebensunterhalt tatsächlich zu arbeiten. Ich habe es Etzertler verdient, weil ich so toll bin, dass mir die Leute einfach fürs Nichtstun Geld geben und ich da in Saus und Braus davon leben kann. Also Fresse halten, Geldbeutel aufmachen und mich gewaltigst am Arsch lecken. Ihr dürft dann vielleicht auch noch in den Discord kommen oder bei mir in Digi streamen und euch von mir ein bisschen beleidigen und banhammern lassen. Wenn euch das dann auch, ja, dann habt ihr wenigstens was davon. Von den zigtausend Euro, die ihr mir spenden sollt. Ich mache Musik und Podcast auf Spotify, wie ihr sehen könnt. Ich lade Videos Ich habe Musik selten gesehen, aber ist auch gut. Auf Odyssee und TikTok hoch. Livestreams gibt es hin und wieder auch auf TikTok und Kick. Ja, Rainer, du hast jetzt vor kurzem angekündigt, dass eben keine Digi und keine Livestreams auf Kick mehr geben wird. Was denn jetzt? Leider ist aufgrund von Hass und Mobbing nie einfach live zu sein, da immer versucht wird herauszufinden, wo ich mich befinde oder indem versucht wird, mich zu attackieren. Rainer, niemand attackiert dich. Aufnahmen sind daher einfacher, da diese bearbeitet werden können. Die Politik weigert sich, etwas gegen Hass und Mobbing zu tun, und ich weiß nicht mehr weiter. Es tut mir leid,
dass ich euch damit belaste. Nein, das tut dir nicht leid, dass du die Leute, ich habe es wiederholt gesagt, es tut dir nicht leid, dass du die Leute damit belastest. So. Dann auch mal Kassensturz, oder? Wie schaut's aus, Leid? So, dann rechnen wir mal zusammen. Also wir haben jetzt 1600 Euro. Ja, das sind wiederkehrende Kosten, aber jetzt erstmal für diesen Monat 1600 Euro Wohnung, Miete. 2000 Euro nochmal Wohnung, Einrichtung, Kaution etc. Dann sind wir bei 3600 Euro. Dann haben wir mal 4700 Euro nochmal drauf. Dann sind wir schon bei 8300 Euro. Ja? 4700 war MPU, glaube ich. 7000 war Anwalt. Dann sind wir schon bei 15.300 Euro. Wenn wir jetzt dann nochmal 9.500 Euro drauf können, dann sind wir bei 24.800 Euro, wenn ich mich nicht ganz verschätzt habe. Also, sagen wir 25.000 mit Trinkgeld. Ne? Will er haben, auf Basis dieses Machwerks, das ich euch da gerade präsentiert habe, vorgelesen von der KI, veröffentlicht auf dem Kanal von Speergrüße. Klingt fair, oder? Da die Song. Ne? Machen wir alle einen Geldbeutel auf, Kreditkarte raus. Ja, wenn jeder 1-2 Euro spendet. Ach ja, es ist, ja. Rainer Winkler, ich bin zu dumm, mich um meine Finanzen zu kümmern. Ich habe einfach jahrelang mal wieder Rechnungen nicht bezahlt. Die Forderungen kommen jetzt auf mich zu und die haben gefälligst andere Leute für mich zu bezahlen. Es ist, wie gesagt, es ist Stromlosstaffel all over again. Da war es ja auch so, oh, ich habe meine Stromrechnungen nicht bezahlt, bitte kommt vorbei, spendet das Mitlauf. Ne? Na gut. Soll es dieses jetzt auch schon wieder gewesen sein? Hey, ganz ehrlich, es hat sich unter meinem letzten Video hat sich jemand drüber beschwert, ich pausiere zu oft, ich laber zu viel. Es tut mir leid. Es tut mir leid, wenn ich dich nicht unterhalten konnte, für den Fall, dass du überhaupt nochmal zuhörst und dass du es jetzt in dem nochmal bis zum Ende geschafft hast. Das ist so, ich weiß nicht, keine Ahnung. Man wird es jetzt nicht mehr genauso gut nachvollziehen können, weil ich ja vieles auf privat gestellt habe, aber es ist so mein Ding. Sehr viel zu reden, das Ganze ein bisschen zu überanalysieren vielleicht auch. Und da so ein bisschen erbsenzählerisch mich da tief reinzubohren. Das ist so ein bisschen das Konzept von dieser ganzen Geschichte hier. Das ist ein satirischer Kanal. Und natürlich höre ich mich auch selber gerne reden, weil wer hier Reaction-Content auf YouTube macht, die Leute hören sich alle sehr gerne reden. Wer was anderes behauptet, der lügt. Aber das ist mein Konzept. Wenn du das Ganze kurz und knackig haben willst mit den notwendigsten Sachen, dann empfehle ich dir den Heiligen Ofenkäse oder Märkische Heide. Und da kriegst du dieselben Informationen wie hier, wenn du musst aber nicht 1,5 Stunden Video anschauen und musst dir mein dummes Gelaber nicht anhören. Ich verstehe das. Was ich hier mache, ist nicht jedermanns Sache. Aber die Leute, für die ich es mache, die mögen es sehr. Die sagen, hey, weißt du was, ich putze heute die Wohnung. Die nächsten 1,5 Stunden habe ich nichts Besseres zu tun. Ich lasse die im Hintergrund laufen. Ja? Und wenn ich einmal auf irgendwas konzentriert bin und dann mal 2 Minuten nicht hinhöre, dann habe ich nicht viel verpasst, weil der labert ja ohne Punkt und Komma. Ja? Für die Leute ist das. Leute, die einfach nur die Info haben wollen, die nackerte Info oder mit wenig Kommentar dazu, die tut mir wirklich fürchterlich leid, aber die sind halt hier nicht am richtigen Mann. In diesem Sinne, tut nichts, was Rainer tut und Mad Love.